wir sollen der LAP merci wie die Initiative wie das Debatte heute zu holen. Wir wurden aber ein bisschen verwundert, weil man sich die Problematik schon für ein paar Wochen diskutiert hatten. Ausser dat agetrat ass wat ugekënnecht war gouf dat nicht lo kein Neidelement, wat der Teilo justifiiert het. Wir wollen awer wann der LAP heute Initiativ fëllt awer eng Feststellung machen. Hei se de Vertreter vun der LAP, wir mussssen doch hei am Parlament diskutieren, mir gleichzeitig sind net och die europäisch Sozialisten, die op europäischem Plan dober hiwirken, dat du sech Decisioun iwwer Freihandelsofkommes immer méi an d'Europaparlament verlagert gëtt, an net mit den Akkor mix den doch de nationale Parlament auf hier gelöscht an der Form respektiert wird. Weil sie ja schon auf dem Punkt, dass man sollen getrennten Akkoren hun wo de Gros am Europaparlament ratifiziert gëtt an nëmmen verschieden Rechtdeler, wo wirklich rein Nationalkompetenze sind an einem Akkor separé vun den nationale Parlamenter soll aufgesehen gehen, dat an der volle Singapur Urteil vom Europäische Gerichtshof, dat das eng Perspektiv, die mir als der net delen, wenn man so all die Aspekte betreffen och natürlich die Nationalparlamenter, aber wir wollen uns net an eise Rechter als Chamber beschneiden lassen. Et das eng Entwicklung, die kommen aus aufgrund notamment von dem, was am wallonischen Parlament geschieht. Eng zweet Bemerkung ass et wo verwonnerlech fir eis der CSV ha not ze lauschteren. Die echt 5 Minuten waren anti-Trump, die nächst 5 Minuten wo es ganz ernstnecht huet in der Moseheit zurecht gesot, er musste noch mat den USA Allianze sichern, an et gëtt effektiv Bereicher, wo mir viel zu viel iwwertaxéieren als Europäische Union. Et as also net eng arbiträr Decision wenn Amerikaner wie der Tax durchgestalt gëtt mir och sie hunn Ursache wie Doléance gegen iwwer der Europäischer Union, a mir solle gegen die amerikanische Partner déi Eierlechkeet hunn och de Balken an eisem Äze gesinn, wie dat ze zitieren, an net nëmmen Splünter an hirem Ern. Es das auch vielleicht den CSV in Erinnerung zu rufen, Sie sehen den transatlantische Partner, wer die Kranken, Schwätzen in Europa, wir nennen Herr Mosel, ob du ersäbe zu. Mit wäre vielleicht Zeit, dass auch CSV merkt, dass das Europa, von der Sie immer schwätzt, an der Form überhaupt nicht mehr existiert. Wir haben den Brexit, Italien, auch ein großes Land, mëcht eng einer Politik. Spanien huet intern riesig Probleme. Polen huet einer Ideen iwwer Europa. Österreich, Ungarn, Eland nom Äneren. As het danach logisch, as het nach realistisch, as het nach politisch am Sinn vu méiglechen so ze merken, als het eng eenheetlech europäesch Interesse lag och vis-à-vis vun USA, mir hunn het net. An dat ass eng Herausforderung och fir die Lëtzebuerger Diplomatie mat Realitäten zu schaffen, an net mat Wodelstreem, den nach 24 Jo fleisch die Berechtigung hatten. Dann wat de Fonds ugeht, muss man auch ganz klar gesinn, dat mir als Europäer Interesse hätten, net nimmer fir datrem richtig zu machen, wat mir vielleicht falsch gemerkt hätten, mir auch an den Amerikaner alliiert dat ze gesinn, wie die Probleme, die man mat China hunn, zu lesen. Wir wissen doch aus eiser-industrieller Geschichte, aus der Geschichte von Eisenhandelsbeziehungen mit China, dat auch mir Probleme hätten mat der Propriété intellektuell, mat der Protektion von den Droit d'auteur, mit dem Patentschutz, alles das kennen wir doch. Wir kennen doch aus der Geschichte von unserer Stahlindustrie. An die Doléancen, die die Amerikaner gegenüber den Chinesen haben, das sind doch auch Eis. An der schwingender Platz, dass man hier eine künstliche Rivalität oder eine feindschaftliche Stimmung hier abkommen lassen, soll man nicht nur eine fair und korrekte Verhandlung führen über die Probleme, für sie zu lösen. Wir sollten auch an Amerikaner Partner gesehen, für die strukturellen Probleme, die so viele Länder haben, mit China notamment für die zu lösen. China als ein Land wird nach immer keine unabhängige Justiz kennt. Den Investorenschutz aus China ist für uns wichtig, so wie die Amerikaner wichtig ist, und lassen wir das mit ihnen zusammen abhaken. Dann ist es eine Frage der nationaler Sicherheit. Der Präsident Trump hat das erklärt, für was es eine Frage der nationaler Sicherheit ist, dass die amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie so viele Probleme haben. Und es erklärt auch die Kritik von dem Präsident Trump, zum Beispiel gegen die Wenger NAFTA. Weil die USA eine ganze Reihe von Delokalisationen, wo gesunde Betriebe an Mexiko hatten, an Kanada hatten, Arbeitsplätze verloren hatten durch den Fräihandel, eng von den Ursachen, für was der Präsident Trump überhaupt gewählt gouf. Ich meine, muss die Komplexität und die Realität von der Situation einfach mal objektiv analysieren, an Plätzchen unzukloen, Alliierte am Stich zu losen oder wollen
aus dem Multilateralismus herauszuklammen, weil los man auch ehrlich sehen, der Multilateralismus als etwas mit zu Recht und henken, mit dem Multilateralismus als auch etwas hat nicht immer so gut funktioniert hat, wie es soll. Es ist so eine englische Bemerkung zu unseren geringen Freunden. Die geringen Vertreter können dahinter sehen, sind sie nicht für den Freihandel. Ich will aber den geringen so, dass die ganz Lëtzebuerger Prosperität von den letzten Jahren aufgrund von einem Freihandelsaufkommens abgebaut gouf wie sonst kein in der Welt gëtt, dat heißt der Bannemächt an der Europäische Union. Liberté de Circulation, de biens, de Personen, de Dienstleistungen, dat als Freihandel. Dat als dat wo die Gring auch all dat davon profitieren an als ganz Land. Weil nur eine Partei hier kennt. Also wir sehen den Freihandel. Heute zu Lëtzebuerg. Da freue ich mich aber, was versteht die Gringpartei für Wirtschaftspolitik überhaupt nicht.